Es gibt nur wahre Geschichten. Alles andere ist dunkel und erlogen. Es war Hinwendung. Andacht. Wir saßen zu zweit auf der steinernen Bank, überblickten den Obstgarten. Bäume wie große und kleine Familien. Bis runter zum hölzernen Zaun schien die Wiese zu blühen. Großvater selbst hatte einstmals sie alle gepflanzt auf dem Grundstück der Eltern. Die ersten vor vielen Jahrzehnten, die jüngsten ganz oben im Hain suchten windschief den sicheren Stand. Er schnitt sie, wenn's Zeit war, zurecht, wie ein strenger Erzieher, bekämpfte die Läuse und Milben und Käfer mit allen gebotenen Mitteln. Die Hochstämmer waren ihm heilig. Sie waren ein Teil von ihm selbst. So, sagte Großvater, kurz im Vokal, und stand auf. Wir gingen zusammen hinunter. Bei jedem, ob klein oder groß, blieb er stehen. Ich trat aus Respekt ein paar Schritte zurück. Er musterte, prüfte und nickte. Mit einigen sprach er, vergessen, Gespräche mit Ziehsöhnen, alten Gefährten. Ich wusste es nicht. Mal schmunzelte Großvater schelmisch. Ich glaubte zu hören, bien pia. Mal kniff er die Augen zusammen. Lubein. Vor dem Birnbaum ganz unten verharrte er länger, verzog das Gesicht. Und dann griff er dem Zögling mit Nachdruck ins lichte Geäst. Ich glaubte schon, Großvater brauche mich nicht, doch da wandte er plötzlich den Kopf. Ah, da bin ich ja, sagte er, sehr überrascht. Seine Stimme klang immer noch fern. Modi, taikles insomma, tacciaisa semprender. Zum Beispiel, schau da, gute Graue, die Älteste steht seit dem Krieg. Großvater schlug auf die Borke des Birnbaums, befüllte die schorfigen Knorren im untersten Starkast. E quel quel, in Boskop, die Tschunkontanov, Wurst. Er schluckte und sah in die lichtrosa flirrende Krone, im Auge ein Flackern wie schwindendes Licht. Auf dem Weg wieder hoch wich ich nicht mehr von Großvaters Seite. Ich ging jetzt ganz anders, ganz Lehrling. Ich suchte nach magischen Zeichen auf Stämmen,
und horchte auf irgendein Flüstern, doch alles blieb stumm, bis ich oben aufs Neue den Hain überblickte. Großvater atmete schwer, doch da war etwas anderes. Deutlich vernahm ich ein chorisches Raunen. Ich dachte ganz kindlich an uralten Wind, eine Brise aus Blüte und Holz. So, sagte Großvater, jetzt noch zu mir. Und er hustete, legte die Hand auf die Brust. Da vorne, viel Platz brauch ich nicht. Es ist wahr, Luceresa, nimmst Magda, robuster als andere, halbfeste Frucht. Er wies mit dem Gehstock in Richtung der ganz jungen Bäumchen. Im Gras lagen Pickel und Schaufel bereit. Kreta, Papa. Es dunkelt mich viel wie nie und fast kein Würm. Ich glaube, er sieht's. Es läuft ihm sicher schon das Wasser zusammen in seinem Engelsmund. Lass ich hängen an der Zwieg. Man weiß ja nie. Als Kind hab ich Käfer zertreten, die schwarzbraunen Schröter mit Panzer am Rücken und mächtigen Kiefermandibeln. Im Obstgarten fanden sie reichlich verrottendes Holz. Wenn sie malten und malmten am Schorf, hob ich langsam den Vorderfuß, brachte die Sohle in Stellung und trat auf den Käfer wie Schicksal. Ein sinnlos vernichtender Gott. In Wahrheit, so sehe ich das heute,
empfand ich das Töten wie Sterben. Das Herz schlug im Hemd und im Hals, im zur Waffe erhobenen Schuh. Ich versuchte an Eiscreme zu denken. Wenn's zuckte im Fuß, hielt ich immer den Atem an, hustete laut. Ich weiß nicht, war es kindliche Lust an der Grausamkeit, Neugier auf fremdes Gefühl und Geräusch, das Bersten des Panzers, das Knacken und Krosen und Krachen, der Klang ging mir nie aus dem Kopf. Und bis heute hallt väterlich mächtig das erste Gebot in der Hirnrinde. Schubra la casa, e schubrilliert. Im Mai kam ein Schröter zu mir, ein Verlebter, ein ziemlich Versehrter. Bocksteife Beinchen, viel Panzer, die Fühler bewegten sich nicht. An den starken Mandibeln hing weißes, verfilztes Gewebe. Der Käfer stand starr auf der Schwelle zum kleinen Balkon. So sehr ich ihn anstieß, ihn schubste und neckte, er regte sich nicht. Seraina bemerkte von drinnen, es mache den Anschein, als hätte das Tier sich zum Sterben zu mir hingeschleppt. Wie sie lachte im Scherz, so hob nicht einmal leise den Kopf. Auf einmal vernahm ich als Echo von früher das Knacken, das Krosen und Krachen. Es dröhnte im Schädel, mein Mund wurde trocken, ich lehnte den Kopf an den Türrahmen. Was genau war denn mit sterbenden Schrötern zu tun? Karl-Heinz. Ich sprach seinen Namen, als hätte ich ihn eben getauft. Ich sagte Karl-Heinz, wie ein Vorwort zur Salbung des Kranken. Mir schien beides natürlich, ja, zwingend. Rossini, Kleopatra, Manfred, es brauchte den Namen zum Leben. Und anders war würdiges Sterben nicht denkbar. Kein Zweifel, das schwarze Geschöpf, das zu schwach war, noch Holzsaft zu saugen, war kräftig genug für ein Ich. Ich dachte an Luca, nicht mehr als 1200, 2 Handbreit, zur Unzeit entbunden, ein Menschlein dazwischen, nicht dort und nicht hier, doch der Name wog schwer. Und ich sagte noch einmal, Karl-Heinz. Was aber half diesem Tier? Zwischen jetzt noch und nicht mehr schien Würde zuvorderst geboten. So trug ich Karl-Heinz in den Garten, fand hinten beim Kirschbaum ein passendes Plätzchen mit Totholz fürs weitere Leben.
Als ich wiederkam, Tage danach, stand er ruhig, halb kniend, den Kiefer am Holz. Serena war einkaufen. Luca traktierte im Keller das Schlagzeug. Ich flüsterte lautlos den Namen des Käfers und wieder und füllte die rhythmischen Lücken mit leise ermunterndem Klang. Doch Karl-Heinz war schon tot. Und nicht einmal mehr das. Eine Öffnung am Hintern bewies, da war nur noch Chitin. Seine Weichteile waren schon gänzlich zerschrotet, zersaugt und vermutlich im Garten verdüngt. Mein Karl-Heinz war gepanzerte Leere und dennoch so unfassbar da. Ich sagte, Karl-Heinz, und es war ein Gebet zum Geleit. Als ich schließlich den einstigen Käfer für immer verließ, kam die Wut auf die Aasfresser, Ameisen, Fliegen, wer weiß schon. Nur eines war sicher, ich würde im Leben nicht so etwas taufen. Hermine, Hidalgo, Susanna, allein der Gedanke ein Witz.
plötzlich sich umblieben, vai agno bellezza d'umenia a tutti. Iachino te dai in cucina, cucina. Iachino te dai in cucina, scappiare a mir Kopf. Scappiare mir Kopf, mache Ringli und Ringeli, Schleife aus Hut wie Trophäe. Ganz friedlich, ganz selber, hör einfach nicht auf, wie sie federn. Ängeln die Skise, Marie som er rumpa med tromla och kräkspott som tinnar av ut. Tinnar av fyr vet så lang någon i natt. Enge Gefühl, Brustgegend, so fing es an. Und bis heute ist alles mehr Ahnung als echte Empfindung. Vielleicht mal ein Ziehen, ein Druck wie von fern, aber mehr ist da nicht. Das Wunder vollzieht sich ganz ohne Spektakel. Der Arzt sagt, das wird schon, jetzt wird das. Und wie? Ganz anders klang's damals. Beim ersten Termin sprach er düster das Urteil des Gottes in Weiß. Vergleichbare Fälle sind bisher nicht klinisch bestätigt, doch leider besteht diagnostisch kein Zweifel. Der Metabolismus der Zellen, Herr Favi, ist völlig gestört. Sie leiden an schnell progredierender Lignifizierung. In anderen Worten, ich sage es nicht gern, über kurz oder lang sind sie Holz.
Das Verdikt habe ich inhaltlich niemals in Frage gestellt, doch als Urteil verstand ich es nicht. Gewiss, es benötigte Zeit, den Prozess zu begreifen, doch irgendwann war mir dann klar, ich verholze aus Anfang und Aufbruch. Schon Wochen zuvor war mir etwas ans Brustbein gewachsen. Ich nenne es Leere, die alles verschlang, bis ich voll war mit nichts. Keine Druckstellen, Leben, Gefühl gab es nicht. Doch die Leere entwickelte irgendwie Dichte. War sie anfangs noch flockig, so wurde sie zunehmend breiig und schwammig. Bei wachsender Festigkeit wuchs mir Materie aus nichts. Die Härtung vollzog sich ganz schmerzlos. Ich spürte nur innerste Faserigkeit, Sprödheit. Jedoch war mir klar, hier ging es mitnichten um Krankheit. Hier ging es um nichts als Natur. Das war damals mein Weg. Und mein Weg ist es heute. Ich gehe ihn notfalls auch bis in den Wald. Nach all den Verwerfungen, Heirat, Karriere, Familie, ganz urwüchsig rückwärts zur Echtheit im Forst. So keime und sprieße ich. Inwendig bilde ich Zellen mit holzigem Nichts. Ich glaube, ich werde. Ein wahres Leben, Respekt und Vernunft. Akzeptieren, was ist und dann loslassen alles, was war. Wie das klingt, Hokuspokus, Reiki. Im Gegenteil. 3-mal am Tag gehe ich raus mit dem Hund. Überhaupt bin ich möglichst oft draußen. Ich brauche das Licht und die Luft.
Meine Kreise sind enger geworden. Termine sind selten. Verholzen verbraucht Energie, meine ganzen Reserven. Und das ist ein Glück. Ich wachse zu Hause, das geht so ganz gut. Sie müssen verstehen, Herr Fravi, die Krankheit ist wirklich ein ernster Prozess. Deshalb schreibe ich Sie krank für 3 Monate. Nennen wir es Burnout, der Einfachheit halber. Von mir aus auch gern Depression. Und jetzt passen Sie gut auf sich auf. Das tue ich. Mach einmal die Woche schön sauber, besorge die Einkäufe, koche. Wann immer Serena nicht kann, repetiere ich Mathe mit Luca, Geschichte und Biologie. Viel mehr schaffe ich nicht. Doch die beiden verstehen das, wenn auch nicht wirklich. Von dem, was geschieht, rede ich selten. Vielleicht mal am Abend beim Wein. Aber immer im Spaß, weil es anders nicht geht. Serena, ich weiß nicht, ich glaube, ich verholze. Sie wendet den Kopf, flüstert heiter, natürlich, du Lieber, und ich bin schon Wurzler. Dann nippt sie am Glas, wählt den Tatort und alles scheint gut. Doch der wichtigste Fall bin ich mir selbst. Seit Neuestem beschäftigt mich immer derselbe Gedanke beim Duschen, Rasieren und leider im Bett mit Serena. Ich frage mich, wie fühlt sich so eine Haut an aus Holz? Ich meine, es kommt der Moment, ohne Zweifel, da will die Natur aus mir raus. Doch vorerst ist alles Gespinst, nur ein Bruchteil von Licht. Tatsächlich vermeide ich jedes Sinnieren, soweit es gelingt, denn es bindet nur unnötig Kraft. Stattdessen genieße ich jetzt schon grundsätzlich die Aussicht aufs Ende der Heimlichkeit. Besser den Anfang des wahrhaft natürlichen Lebens. Herr Doktor, Sie werden noch staunen. Schon bald rufe ich Grow out. Und dann nehmen Sie alles zurück. Eine Frage der Zeit. Doch ich sehe schon jetzt dieses mächtige Bild. Ich liege entspannt auf dem Sofa. Im Sessel daneben liest Luca ein Buch über fliegende Saurier. Wir warten zu zweit auf Serena. Das Meeting scheint länger zu dauern. Es wundert uns nicht. Bobo, ruft Luca, als wäre etwas Schlimmes passiert. Er springt auf, setzt sich zu mir und nimmt meine Hand. Wie verloren befühlt er die schrundige, schorfige Haut. Aber Bobo, das fühlt sich ja an wie Borka. Er kratzt an den fingerigen Ästchen, ganz bleich, und bekommt keine Luft. Aber ja, sag ich, saß in a plonter Schaukeu. Echt Holz mit Herz, Junge. Tal mein ei sei. Il Baba ist auch. Man jetzt ist er wieder gesund. Fünf Hemden, 3 Blusen, gebügelt.
die T-Shirts von Luca gestapelt. Na also. Und draußen? Guten Tag, Frau Casti. Aber sicher, wie soll man wetten? Und selber? Natürlich, der Sommer hilft immer. Oha, John André. Und sogar noch mit Hund. Aber hallo. Und sagt einen Gruß. Irgendwie so oder anders. Ich gönn mir die Auszeiten. Ganz ohne schlechtes Gewissen spaziere ich hinaus, ein paar Schritte zum Fluss oder auch mal hinauf bis zum Waldrand, wo Mücken wie wallende Tücher den Himmel verdunkeln und tanzen im Schwarm. Ab und zu grüßen mich Nachbarn. Ich grüße zurück, so vokalisch, als kennten wir uns. Vendi, Frau Casti, grazie fetch, impedire a vos. John André, si capisce, wie soll man da wetten? Salide! Es kommt vor, dass mir Namen entfallen. Nicht selten von Freunden, sogar von der eigenen Frau und dem Kind. Doch ich rede, als wären sie mit unterwegs zu den Mücken. Erzähle ich, wie sich das anfühlt, ein Ausgang hinein in die Freiheit des doppelten Seins, wie es vibriert, irisiert, wie es flimmert und schimmert. Im Gehen allein führe ich leise Gespräche und finde mir Namen für Glück. Früher, zu Beginn meiner kleinen Vergnügungen, trug ich das Zeichen, ein Stirnmal, von Weitem zu sehen, so kam es mir vor. Denn ich ging noch, ich weiß nicht, zu unsicher, schwankend wohl, jedenfalls aushäusig, auffallend Licht. Inzwischen geht alles ganz zwanglos. Ich habe gelernt, mich so zu verlassen, dass keiner den Ausgang bemerkt. Wie ein Reisender, beiläufig, schlüpfe ich rein in die eigene Hülle. Gibt passgenau wieder das Bild des Spazierenden, eben mal draußen zu Haus. Ja, das stimmt. Gerade noch Wäsche gemacht, ein paar Hemden gebügelt und schon sind wir weg, unterwegs zu den Mücken. Die Gewissheit, gesehen zu werden als der ich war, macht's uns leicht, aus dem Haus zu verschwinden. Zuerst zu den Bären am Dorfrand, vorbei an den Kühen und weiter ins Sirder Holz, wo die Schwärme wie Schwindel noch tanzen bis spät in den Abend, bis weit in den Herbst.
Dann tanzen sie unten am Fluss oder oben am Waldrand. Zu Hunderten, Tausenden tanzen sie, sinnlos bei Sinnen, als ließe sie etwas so schweben. Und wir sitzen sehr innen, sehr still, sind wir Raum für den einzigen Ton dieses losen Gewebes. Es taumelt, gewirkt aus pulsierender Kraft, metamorph und organisch, ein fliegender Teppich, ein Mückentextil. Ja, so tanzen sie alle uns vor. Wenn wir voll sind und leer wie sonst nie, dann spazieren wir langsam zurück zur Familie. Beim Metzger erst, mitten im Dorf, schlägt es ein, denn wir sehen uns an. Zwischen Rindersteak, Schinken und Leberwurst sehe ich im Fenster den offenen Mund. Erstaunlich, noch immer, wie sehr es mich trifft, mir so plump zu begegnen, so unverhofft, dem, der ich auch bin. Ein Blick aus der Fremde aufs eigene Haus. Aber du bist die Zimmer, schon immer. So kehre ich zurück von den Mücken. Mit wechselndem Mut kehre ich schrittweise ein zu Serena, zu Luca, kehre ein in mich selbst. Und bis weit in die Nachtstunden trägt das Gefühl einer flirrenden Fülle aus Klang. Denn sie singen mir Namen und einer bin ich.
Der Vermieter sagt 30, ich habe gefragt. Das sei Standard für Böden mit Heizung. Das heißt also Rohdecke, Dämmung und Heizestrich. Diele aus Eiche, gebürstet, geölt. Eben 30,0 Zentimeter. Oder 30 plus 0,5, denn da liegt vor dem Sofa der alte Iraner aus Isfahan, übel zertreten, traktiert in so mancher durchtanzten und rauschhaften Nacht. Immerhin, der hat vieles erlebt unterwegs durch die Welt. Wie bescheiden dagegen die jüngste Etappe, liegt mehr als ein paar Zentimeter von uns in den oberen Stock. Hier sind wir seit vorgestern Gäste, der Teppich und ich. Zwei Gestrandete, meerlos, geduldet auf Zeit. Ich habe mir die Ziffern notiert. Die Distanz hängt am Kühlschrank. Das gibt mir so etwas wie Halt, wenn ich denke, wie wenig uns fehlt oder mir in die Zukunft zurück. Serena, ich schaue mir die 3 an, die 0, also Rohdecke, Dämmung und Heizestrich, Diele aus Eiche, gebürstet, geölt. Und ich frage mich, wie sich das alles jetzt anfühlt. So weg und so fern war ich nie und noch nicht mal mir selbst. Vom Sofa aus schaue ich mir zu, wie ich lautlos mit dir durch die Wohnung gehe, barfuß dein Schritt von der Küche den Flur lang zum Esstisch. Ich weiß schon, Risotto, Rhabarber, Radieschen, Rosenkohl, Rucola, Rösti. Es sei denn, du isst wieder andere Buchstaben, leise, die stimmlosen, Brotsuppe, Brokkoli, Bohnen, und alles gedämmt und gedämpft. Denn was weiß ich? Von dir bleibt mir einzig die Wahrheit von einst, meine Liebe mit Kind, das an sonnigen Tagen noch immer auch meines ist. Wahr ist die Gegenwart unter mir, Ahnung und Mutmaßung, ehrlicherweise nicht mehr als ein sinnliches Putzel aus Splittern Gewohnheit. So sehr bin ich deshalb zu Hause. In dir lerne ich wieder allein sein und irgendwie null, wie am Anfang, beim ersten Hauch Luft.
Ich reiße beim Frühstück ein Blatt vom Kalender, ersinne mir uns von der Seele und irgendwie fühlt sich das an wie, ja, Zukunft. Bei 13 wird Ruhe und Raum und ich schwinde, doch nein, ich vermisse mich nicht, denn ich werde von außen nach innen. Entwettert, entstirnt, überwächst mich in Schichten so etwas wie sphärische Haut. Ich erdenk mir den eigenen Hirnhimmel, körperlos kosmisch, bis hinter die Gründe. Was brauche ich Wetter? Was brauche ich Sterne? Wenn ich will, sag ich einfach ein Wort. Es wird fensterlos Licht. Wenn ich will, denk ich Kiemen und tauche im See meiner Mütter. Ich rufe Serena und Luca, ihr seid wieder da. Und im Leih der Canova verlieren wir lautlos den Boden. Wir sind uns Gebärde und Geste, ein hautnahes Zeichen. Und alles, was fehlt, ist uns unheimlich jetzt. Und so lege ich mich hin, schaue tief in den Himmel, was Leitstern, was Sonne, das Ende der Welt ist ihr Anfang im Kopf. Ja, ich denk mir den Schlaf. Ohne wie und warum fliegen Heimwehe Vögel einander ins Herz. Du schreibst uns noch einmal ein Wort in den moorigen Grund. Und dann gehst du, tatsächlich. Ihr geht wie zwei Finger im fallenden Licht. Ich steig aus dem Wasser und hebe die Hand, als hätte ich vergessen, weshalb. Phantomschmerz ist salzig. Ich schmeck ihn so lang, wie ich will.